Willkommen zurück auf dem besten zweiten Kanal der Schweiz, ihr wisst es. Heute mal offstream reagieren wir auf ein sehr, sehr spannendes Video. Aber bevor wir zum Video kommen, ganz schnell. Es gibt immer noch Leute, die mich fragen, hey Adi, wo streamst du? Wann streamst du? Erstens, die sind wirklich bias, weil das sollte man eigentlich wissen. Ich streame jeden Dienstag zu oben 19:30 Uhr auf Twitch. Also, falls ihr jetzt zuschaut auf YouTube, Link ist in der Beschreibung. Geht rein, selber. Es sind immer sehr lustige, chillige Streams. Genau, kommt vorbei. Aber wie gesagt, heute reagieren wir auf ein sehr, sehr spannendes Video und genau darum habe ich auch meine Brille angezogen, um ein bisschen intellektuell auszusehen, ihr wisst es. Wir reagieren auf die Haus Ayla mit dem Video Notoperation wegen der Anti-Baby-Pille. Die gute alte Anti-Baby-Pille, die sehr umstritten ist. Man hat gesagt, dass man das Video schauen sollte. Sie ist eine neue Schweizer YouTuberin. Ich habe noch nie ein Video von ihr gesehen, aber ich habe gesehen, dass sie auch schon ein Video über mich gemacht hat. Und zwar hier SwissTube News von dieser Woche. Und ich bin auf dem Thumbnail. Leute, ihr wisst jetzt, der Thumbnail-Boss, aber heute schauen wir nicht das Video, heute schauen wir eben das Video. Anscheinend nicht so ein lustiges Thema, also setzt eure Brillen auf und holt euch Popcorn, weil man kann auch zu ernsten Themen Popcorn essen. Das ist ja so. Hi, was poppin'? Herzlich willkommen zum Brand new whip just hopped in. I got options. I'ma spend this holiday locked in. einem neuen Video von mir. Der Titel, den ihr gerade gelesen habt, das ist kein Clickbait-Titel, leider. Ich erzähle euch jetzt eine ziemlich ernste Geschichte, die mir auch recht nahe geht. Das ist mir ungefähr vor einem Jahr passiert. Ich habe das Video da sicher schon 7 Mal aufgenommen. Ja, ich will mit dem Video nicht irgendwie Mitleid von euch, gar nicht. Das ist mir passiert und das ist jetzt einfach so. Ich will den jungen Mädchen da draussen zeigen, was Risiken sind von der Pille, was alles kann passieren mit der Pille. Das ist natürlich so, die Pillen haben Risiken, aber wichtig ist beim ganzen Thema auch immer, dass nur die Frauen verhüten und auch zahlen dafür. Die Männer gar nicht, nein, Spaß, Digga. Beide verhüten, untereinander besprechen, wer verhütet, wie man verhütet und vor allem Männer zahlen den Frauen ein bisschen etwas an Pillen. So geht das. Und euch zeigen, wie schädigend das überhaupt ist. Ich will aber nicht damit sagen, dass man... Ja, sie hat schon mal angefangen mit schweizerdeutschen YouTube-Videos, von dem her... Sehr, sehr schädigend. Pille für euch gut funktioniert, dann nehmt sie weiter. Ja, schaut euch einfach das Video an, dann versteht ihr, was ich meine. Das Ganze ist mir ungefähr vor 2 Jahren passiert, also hat es angefangen. Und es war so, dass ich in meinem Kollegenkreis haben viele Mädchen, Frauen schon Pillen genommen. Und man war einfach cool, wenn man Pillen genommen hat. Ich weiss nicht warum, man ist dann wie so etwas... Man war dann einfach erwachsen. Ja, kann ich verstehen. I see the point. Und vor allem sehe ich den Point auch gut wegen meiner Brille. Nein, Leute, ernstes Thema, wie ihr merkt, es geht glaube ich, wirklich um etwas, was passiert ist. Ich bin jetzt nicht ein riesen Experte auf dem Thema. Ich hatte eine Freundin, die hat auch die Pille genommen. Bei ihr war es gut gewesen. Es hat auch gewirkt, ich bin noch nicht Vater geworden. Kuss geht raus an die Pillen, dass sie funktioniert haben. Aber ich bin gespannt, was sie jetzt erzählt. Und ich wollte Pillen auch unbedingt wollen. Und im Nachhinein kann ich sagen, liebe Frauen, liebe Mädchen da draussen, die sich überlegen, mit der Pille an. Fangt nicht mit den Pillen an, nur weil es cool ist, meine ich. Und vor allem, fangt erst mit den Pillen an, wenn ihr Sex habt. Also kannst du nicht echt mit den Pillen anfangen, wenn du nicht Sex hast. Ja, ich bin cool, ich nehme es einmal. Oder macht man das? Bin ich lost? Nein, das macht man nicht. Oder? Anfangen, was nicht wirklich nötig ist, macht es nicht. Es lohnt sich nicht. Es ist etwas, was eigentlich nur schadet, wenn ihr es nicht wirklich braucht. Genau. Ich bin dann vor eben ungefähr 2 Jahren das erste Mal zu einer Gynäkologin. Und ich habe dann Pillen bekommen, weil ich halt meinen ersten Freund hatte, den Elio, den kennt ihr auch. Whatever. Ah, der Elio! Ich habe dann einfach die Pillen bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, welche, weil ich will ja den Hersteller nicht in den Dreck ziehen oder so. Nein, das gäbe einen riesen Schaden. Ja. Ich habe einfach eine Pille angefangen und es ist gut gegangen, ungefähr so 1-2 Monate lang. Und dann habe ich angefangen zu merken, irgendetwas stimmt nicht in meinem Körper. Ich habe so einen Schmerz im linken Unterbauch. Und ich spüre etwas, das nicht dort angehört und es hat wirklich weh bei jedem Schritt. Ich habe dann mega lange gewartet, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, vielleicht geht es wieder weg. Hätte auch ein Baby können sein. Nein, es war nur ein Witz. Wenn ich hier Witz mache, ist natürlich nur lustig gemeint, ist ernst. Ist ein ernstes... Digga, es ist ein ernstes Thema, genau. Immer so. Dann habe ich es mal jemandem erzählt beim Arbeiten und dann, ich arbeite ja im Spital,
konnte ich sie gerade notfallmäßig zeigen. Ich war dann am Brüllen, weil es hat wirklich so weh da. Das ist scheiße, aber hure vorteilhaft, wenn man in einem Spital arbeitet. Dann kannst du gerade zeigen. Dann haben sie es dort angeschaut, Gynäkologen, und haben mir dann gesagt, dass ich eine 5 cm grosse Ovarialzyste habe. Eine Ovarialzyste ist ein gutartiger, flüssigkeitsgefüllter Tumor im Eierstock der Frau. Okay. Immerhin ein gutartiger Tumor, aber es ist ein Tumor. An meinem linken Eierstock. Eine Zyste, das ist jetzt eigentlich noch schwierig zu erklären. Es ist einfach ein Hohlraum mit Flüssigkeit gefüllt, wo nicht dort hin gehören. Auf einen Wasserballon angelehnt. Vielleicht kann ich euch da einblenden, was eine Ovarialzyste genau ist. Dann hat mir die Gynäkologin im Spital gesagt, normalerweise würden wir die jetzt rausnehmen und operieren, aber du bist so jung, vielleicht geht es weg mit der nächsten Periode. Habe ich natürlich gehofft, ich habe den Schmerz noch weiter ausgehalten. Und die Zyste ist nachher tatsächlich noch weggegangen. Stieldrehung einer Zyste am Eierstock. Das Gewebe um die Zyste herum kann absterben und zu weiteren Komplikationen wie einer Bauchfellentzündung oder Blutvergiftung führen. Oh shit. Die Gefahr besteht halt, dass der Eierstock sich dreht wegen der Zyste, dass er kann absterben kann. Es gibt alles so ein bisschen Risiken. Aber es ist alles gut gegangen, wie der ersten Zyste. Bei der ersten? Oh shit, okay. Das heisst, es kommen wahrscheinlich noch mehrere oder noch eine einmal. Ich habe so weitergemacht und dann ist die zweite Zyste gekommen. Und ich habe das dann gemerkt an der rechten Seite, dass es wieder genauso weh ist. Es macht wirklich schlimm weh. Ich habe wieder so Schmerzen gehabt, bin zu der Gynäkologin, die hat dann geschaut und dann habe ich auf der rechten Seite eine 6 cm grosse Zyste gehabt. 6 cm, Digga. Oh ja moin, ich habe einfach kein Lineal da. Jetzt habe ich gedacht, ich kann kurz schauen, wie viele 6 cm sind. Aber das sind wahrscheinlich etwa so viel. Digga, stell dir das mal vor. Das ist grösser als ein Ping-Pong-Ball, der einfach mit Wasser gefüllt ist. Ich bin dann auch 50% krank geschrieben worden. Ich bin mega viel krank gewesen, weil man hat dann auch wirklich keine Lust, um sich zu bewegen. Es macht alles weh. Ja, ich bin dann in der Schule gewesen und die Zyste ist geplatzt. Das ist auch ein Risiko, das man hat, wenn die Zyste platzt. Das kann Gefäß verletzen, alles rundum. Auf jeden Fall hat es mir dann noch mehr weh. Ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Bin ich wieder zu der Gynäkologin. Sie hat dann gesehen, dass die geplatzt ist. Und dann war halt die Flüssigkeit von der Zyste in meinem ganzen Bauchraum und mein Bauchfell hat sich entzündet. Ich habe dann angefangen, andere Pillen zu nehmen, weil die weniger Hormone hat. Es ist auch besser gegangen, 1-2 Monate lang. Nach den paar Monaten, was gut gegangen ist, und ich hatte wieder eine Zyste. Und schon dort hat es mir abgelöst. Ich hatte wirklich absolut keinen Bock mehr. Ich meine, es ist nicht normal, so viele Zysten hintereinander. Jede Frau bekommt in ihrem Leben wahrscheinlich mal eine Zyste, die vielleicht so bis zu 3 cm groß sind, aber meine waren immer über 5 oder 5. Vor meiner OP hatte ich insgesamt 5 Zysten innerhalb von einem Jahr. Okay, das ist eher unangenehm, sage ich jetzt einmal. Die letzte, die ich hatte. Und die Zyste war 8 cm groß. 8 cm? Also ich nehme an, 8. Im Durchschnitt 8 cm, das ist etwa so viel. Und so, das ist ein Tennisball. Jetzt sind wir schon bei einem Tennisball, Digga. Holy shit. Okay. Also safe, hure unangenehm. Zentimeter. So ist so ein... Stellt euch vor, 8 cm grosse Bölle da in meinem Eierstock. Oh mein Gott, das war so schlimm. Tennisball. Ich hatte so Schmerzen, ich konnte nicht mehr laufen. Ich bin in den Notfall gegangen, ich habe Fieber bekommen. Wie groß ist ein Tennisball im Durchmesser? Tennisball Durchmesser. Ah ja moin, Tennisball. Im Durchmesser 6 cm 50. Es ist viel größer als ein Tennisball. Holy shit. Okay. Am nächsten Tag bin ich zu meiner Gynäkologin und sie hat gesagt, wir müssen da etwas machen, wir müssen das rausnehmen lassen. Dann bin ich wieder heim, war wieder krank gewesen, bla bla bla. Die vom Spital angerufen haben gesagt, ich muss kommen für nochmal eine Untersuchung, um zu schauen, was wir jetzt machen. Sie haben mir extrem viel Blut abgenommen und dann hat mich die vom Labor gefragt, ob ich eine Operation hätte. Dann habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht, also ich weiss von nichts. Am Tag bin ich allein im Spital gewesen. Meine Mama war am Arbeiten. Ich war dann dort und sie hat mir gesagt, schau Ayla, wir müssen dich jetzt operieren, weil es kann sein, dass sonst dein Eierstock abstirbt. Das ist eher schlecht, sage ich mal. Ein 17-jähriges Mädchen, das ist jetzt vor einem Jahr passiert. Und dann haben sie mich auf mein Zimmer gebracht und
Ich bin dann in OP gekommen, gerade eigentlich sofort. Ich hatte keine Prämedikation, also ich bin nicht irgendwie beruhigt worden. Digga, ich habe in meinem Leben, glaube 7 Operationen gehabt. Mandeln, Rachenmandeln, Arm und dann noch ganz viel in die Ohren. Also ich hatte so Röhrchen in den Ohren gehabt. Operation, das Schlimmste. Zum Glück bin ich so klein gewesen, dann war es recht chill gewesen, wenn du bist so angeguckt, hast irgendeinen Säftchen bekommen, dann bist du auch high as fuck gewesen. Ohne Scheiß, du bist du bist auf einem anderen Planet gewesen. Aber heutzutage, ich hatte so Angst vor einer Operation, ich hasse den Shit. Ich hatte noch nie eine OP gehabt, ich war so nervös gewesen, auch vor der Narkose. Ich hatte Kann ich mir vorstellen. mega Angst gehabt. Es ist eigentlich noch krass, ich arbeite auf der Chirurgie und bringe jeden Tag Menschen in Ops, aber wenn es um dich selber geht, ist es etwas voll anderes. Ja, das stimmt. Okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber dann hast du immerhin schon gewusst, wie es läuft. Ist es vorteilhaft? Ich weiß nicht. Ich war auch nicht unten im Ops gewesen. So Leute im Spital, die sagen, beim Ops gesehen oder beim Ops gesehen, dann im Aufwachzimmer. Wie heisst Aufwachzimmer? Ops ist Operationssaal. Und habe Narkose bekommen. Ich weiss noch, dass ich aufgewacht bin, weil sie mir etwas in die Nase da haben. Ich habe gesehen, dass ich einen Blasenkatheter habe, der so quasi ableitet, den Urin. Und ich habe den Katheter nicht wählen und ich bin nachher mega geschockt, dass ich einen habe. Ich habe mich gefragt, ist etwas falsch gelaufen, warum habe ich den? Ich war mega schockiert und seit diesem Zeitpunkt bin ich voll wach. Ich konnte sogar meine Nattelnummer von meiner Mami auswendig sagen, dass sie ihr anrufen soll. Oha. Ich kenne legit nur meine eigene Nattelnummer. Ich kenne keine andere Nattelnummer. Ich kenne die Nummer von mir und ich kenne die Nummer von uns daheim. Ich kenne keine weitere Nummer, Digga. Außer von der Polizei. Nein. Pfeifert. Auf jeden Fall hatten die von der Anästhesie meine Mami angerufen. Meine Mami hat dann mega brilliert am Telefon. Sie haben nicht mal gewusst, dass ich operiert worden bin. Bis wir jetzt haben erfahren, dass ich schon fertig bin mit der Operation. Es ist irgendwie 45 Minuten gegangen. Ist meine Mami dann auch bald gekommen, mein Freund ist gekommen und alle. Und dann ist die Ärztin gekommen und hat erzählt, dass sie mich operiert haben und das ist ein Laparos... Boah, Digga, kann ich lesen. Laparoskopie. Bauchspiegelung. Oh shit, das ist ganz unangenehm, Digga. Aber was ich noch sagen wollte, die Mom hat es nicht gewusst mit der Operation. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es vielleicht sogar besser. Ich will jetzt nicht eine Operation mit dem Sprung aus dem Flugzeug vergleichen, was wir gemacht haben. Aber dort haben es gewisse Mütter vom Yoshi oder vom Can auch nicht gewusst. Und ich bin ja schon operiert worden am Arm. Ich weiß nicht, ob das dann meine Eltern gewusst haben. Ich bin in Thun gesehen, bin in Thun ins Spital gekommen. Manchmal ist es nicht mehr so schlimm, weil dann ist es schon vorbei und dann wissen sie, alles ist gut gegangen. Weißt du, dann sitzen sie nicht daheim und so, kommt's gut. So, weißt du, es ist schon alles gut gegangen. Laparoskopie gewesen. Das heisst, sie sind mit 2 Zangen und einer Kamera in meinen Bauch rein. Durch die Bauchdecke, also so. Ganz unangenehm. Auch mit der Kamera, Digga. Auf Vlogger angelehnt. Hat aber schon mal einen Vlog im Bauch gemacht. 3 Einstichstellen habe ich. Und die Zyste ist während dem Eingriff, also während der Operation, geplatzt. Und durch die Ruptur der Zyste hat es Schäden gegeben an der Leber, glaube ich. Und sonst irgendwo. Einfach, es hat eine mega starke Blutung gegeben in meinem ganzen Bauchbereich. Und ich hatte dann schlussendlich eine innere Blutung wegen dieser Zyste, die von der Pille entstanden ist. Und ich hätte dann sterben können. Mein Glück war, dass das im Operationssaal passiert ist und nicht irgendwo auf der Straße oder so, wo ich mich bewegt hätte. Ja, das heisst, ich hätte dieser Operation so oder so nicht umgehen können. Es ist einfach so ein krasses Gefühl, wenn du weißt, du hättest sterben können. Und das ist mir mega lange im Kopf noch geblieben, weil du machst nachher einfach weiter. Du weißt, es hätte so schnell vorbei sein. Nach der Operation ist dann meine Gynäkologin zu mir gekommen und hat mir schon wieder eine andere Pillensorte vorschlagen, die ich nehmen könnte. Komm, nimm, Digga. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, nein, ich bin jetzt nicht mehr euer Versuchskaninchen, ich will jetzt keine Pillen mehr ausprobieren. Aber es ist sicher auch eine gute Entscheidung. Also wenn man so Erfahrungen macht, dann safe nicht Pillen nehmen, weil es gibt genug andere Arten, um sich als Frau zu verhüten oder halt auch als Mann noch dazu. Aber es gibt sicher andere Arten als mit Pillen. Weil, sorry, es langt mir. Ich will das Risiko nicht mehr eingehen, dass ich nochmal eine Zyste bekomme. Und sie hat mir dann gesagt, dass es an meinem Körper liegt, dass der so auf Pillen halt reagiert. Dass wir es noch mit der anderen probieren können. Seitdem
Das war vor einem Jahr, habe ich eben eine Pause gemacht mit allem, habe einfach von dem ganzen hormonischen Verhütungssachen nichts mehr wissen. Und seit ich Pillen nicht mehr nehme, habe ich nie mehr Probleme gehabt. Also wenn ich Immerhin das, Digga. Das ist gut. Sie hat ein Jahr Pause gemacht. Ich habe 21 Jahre Pause vom sexuellen Leben komplett gemacht. Muss los. Eisprung habe, merke ich das. Also ich spüre das, wenn er auf der rechten Seite ist. Dort, wo ich operiert worden bin, macht es mir weh. Es macht genau gleich weh wie eine Zyste, aber es ist einfach nur einen Tag lang und am nächsten Tag ist es wieder weg. Ich meine, mit dem kann ich leben. Ich bin sehr froh, dass ich noch da sein darf. Liebe Damen, liebe Herren da draussen, passt auf euch auf, überlegt euch nochmal, ob Pille euch wirklich gut tut. Wenn die Pille für euch passt, ist das schön. Ich freue mich sehr für euch, dass es funktioniert. Wenn es passt, dann passt es. Mir hat es nicht funktioniert. Und ich möchte euch einfach zeigen, dass es was kann passieren. Nur durch so eine kleine Pille. Wie gefährlich Hormone wirklich sind. Für mich war das halt auch mega schlimm gewesen, weil das ganze Jahr, wo ich da die Pillengeschichte hatte, bin ich wirklich fast nur im Bett gelegen. Ich habe fast nichts mehr mit Kollegen gemacht, weil es einfach nicht gegangen ist, weil ich so Schmerzen hatte. Und es war auch wirklich eine verlorene Zeit gewesen. Und ich will nicht, dass jemandem von euch aussen, dass es genauso geht. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Es ist alles wieder gut. Ich habe jetzt 3 Narben. Alles easy. Ja. Danke, dass ihr euch das Video reingezogen habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Teilt das Video mit euren Kolleginnen, dass es möglichst viel sehen und dass das, was mir passiert ist, kann verhindert werden, dass ihr früher Pillen absetzt. Nicht noch so lange wartet wie ich und nochmal eine zweite ausprobiert, weil es funktioniert nicht. Meistens nicht. Hört nicht immer auf die Ärzte raus. Und ich wünsche euch nur Gesundheit. Ich wünsche euch Gesundheit. Ein wunderschönes Zitat am Ende von einem doch ernsten Video. Leute, ist safe ein ernstes Thema. Sorry für alle Witze, die ich gemacht habe. Das ist natürlich nicht aufs Thema bezogen oder so. Cooles Video gesehen, cool, dass ihr darüber redet. Ich glaube, das ist schon ein Thema, wo gerade viele Leute, die halt auch die YouTube-Videos schauen und so, auch sehr interessiert oder sich auch gerade damit befassen. Also an alle Frauen, befasst euch mit den Themen, aber an alle Männer und Freunde vor allem, befasst euch damit. Lasst sie nicht allein. Lasst sie nicht allein. Geht mal bei der Haus Eila vorbeischauen, weil sie ist eine neue Schweizer YouTuberin und ihr wisst, wenn es neue Schweizer YouTuber gibt, dann tun wir das supporten, weil das ist immer nice. Sie hat ja auch schon seit einem Monat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos jetzt gemacht. Aktiver als der Nilay, aktiver als der Gian-Maria Finger. Bei der 4. aktivste YouTuber im letzten Monat. Von dem her, Applaus Eila, sehr nice Video, geht bei ihr vorbeischauen und vor allem schaut auf Twitch vorbei. Hat da die Totoro Streams am Dienstag oben. Peace. My